kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute steht ein riesengroßer Regenbogen über dem Schlummerland und der Flick und Fanian wollen herausfinden, wo er anfängt. Dabei treffen sie den Upa, einen alten Munz, der ihnen als Geschenk einen munzig kleinen Teil vom Regenbogen mitgibt. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land, das es fast schon seit ewig gibt. Seit wann genau, das wissen nicht einmal die ältesten und die weisesten Munz. Munz, das sind haarige, kleine Wesen, die zaubern und im Schlummerland wohnen. Man weiss auch von keinem Wesen sonst, das erzählen könnte, wie und wann das Schlummerland genau entstanden ist. Die hohen Berge, das Meer oder die Wüste. Es ist schon möglich, dass das jemand herausfinden könnte, weil im Schlummerland leben Wesen von glasklarem Verstand, die zudem sehr neugierig sind. Und Neugier ist ja eigentlich das Einzige, was man braucht, um Sachen zu entdecken oder herauszufinden. Neugierig ist auch der Flick, ein junger, gemütlicher Munz, der gern durchs Schlummerland spaziert und auf seinen Streifzügen immer wieder neue Sachen herausfindet. Am allerliebsten macht er das zusammen mit seiner Freundin der Fanian. Mit ihr macht er manchmal auch Musik oder sie gehen ans Meer. Seine Freundin hat so etwas an sich, dass, wenn man sie trifft, das nächste Abenteuer wahrscheinlich nicht weit weg ist. Heute kommt der Flick mal wieder Besuch über von ihr. Und eben, weil er schon fast schmeckt, dass ein Abenteuer in der Luft liegt, ist er freudig aufgeregt, als er sie sieht, näher kommt. Die Fanian sieht wie immer sehr interessant aus. Die Haare stehen ihr in wilden, farbigen Büscheln vom Körper ab. Und auf dem Kopf hat sie ihre langen Haare so aufeinander gebunden, dass sie fast wie ein kleiner Turm aussehen. In dieser Frisur stecken ganz viele Blümchen und kleine grüne Zweigli und auch ein paar glitzerige Steine und Müscheli hat sie reingeklemmt. Wo sie so auf den Flick zuläuft, schwingt der Haarturm hin und her und der Flick staunt, wie gut das er hebt auf der Fanian an ihrem Kopf. «Hoi Flick», sagt sie, «hast du es schon gesehen?» Der Flick überlegt, was sie echt meinen könnte und schüttelt dann den Kopf. «Der Regenbogen, Flick! Der Regenbogen!» Der Flick schaut um. Der Himmel über der Landschaft vor ihnen ist gräulich und voller Wolken. Es ist nämlich noch nicht lange her, da hat es geregnet im Schlummerland. Der Flick schaut in den weiten Himmel über dem Wald und dann sieht er ihn. Ein sanft bogniger Schimmer aus verschiedenen Farben. Ein Bogen, der leicht flimmert in der feuchten Luft, aber auch ganz fein von ein paar Sonnenstrahlen angeleuchtet wird. Ja, da am Himmel steht ein Regenbogen. Die Fanian lächelt und sagt, «Du weisst ja, dort, wo der Regenbogen den Boden berührt, dort findet man den Upa. Ich hätte Lust, dort herzugehen und ihn zu besuchen.»
Der Flick überlegt. Die Fanian hat ihm schon ein paar Mal vom Upa erzählt. Der Upa ist ein Muns, der schon vor sehr, sehr langer Zeit im Schlummerland auftaucht ist. Er ist also ziemlich alt und hat durch das schon viel gesehen und weiss darum auch viel. Der Upa hat kein festes Zuhause, sondern er zieht durchs Land. Darum ist es gar nicht so einfach, ihn zu besuchen. Aber wenn es einen Regenbogen gibt, dann geht er immer dort hin, wo die Farben den Boden berühren. Der Flick nimmt der Fanian ihre Hand und die beiden laufen los. In die Richtung vom Regenbogen, in die Richtung vom Upa. Sie laufen am Seeufer entlang und durch den Wald, immer näher zum Regenbogen, wo über ihnen grösser und klarer wird. Der Flick und Fanian kommen zu einem Feld, wo goldiges Korn wächst, wo ihnen fast bis zu den Schultern geht. Aus dem Feld raus ragt der Regenbogen. Ja, da ist er, der Anfang vom Regenbogen. Der Flick und Fanian bleiben stehen und schnaufen für einen Moment den würzigen Duft ein, der von diesen Ähren ausgeht. Neben und über ihnen scheint der Regenbogen in all seinen Farben. Und er tönt, ganz sanft und melodisch. Die Farben sind klar und hell und trotzdem wirken sie durchsichtig, wie wenn jede Farbe aus munzig kleinen, feinsten Teilen zusammengesetzt sein. Der Flick und Fanian gehen ganz nahe zum Regenbogen an. So nahe, dass seine Farben ihr Mundsfell anscheinen. Ob man ihn echt anlangen kann? Die Fanian streckt ihre Hand aus und berührt das Blau vom Regenbogen. Es fühlt sich ganz kühl an und wo sie ihre Hand wegnimmt, sieht sie, dass eine Art blaue Lichtli sich in ihren Haaren verfangen haben. Sie schüttelt ihre Hand aus und der Staub rieselt auf sie und den Flick ab. Beide müssen ein bisschen giggeln, weil es ein bisschen kützelt. Und sie merken, wie sie vom einen Moment auf den anderen ein bisschen müder und ihre Augen ein bisschen schwerer werden. Das kommt sicher von dem blauen Glitzer. Wahrscheinlich hat der eine Wirkung, denkt Fanian. Auch der Flick ist jetzt gewundrig und möchte den Regenbogen anlangen. Er streckt sich so weit er kann, so, dass er den gelben Teil vom Regenbogen berührt. Ein kleines Hämpfeli nimmt er. Mal schauen, was das macht, denkt er und streut ein bisschen vom gelben Staub auf sich und Fanian. Ein wohlig warmer Schuder übergüsst die beiden. Es fühlt sich an wie eine warme Dusche und ein warmer Wind gleichzeitig. Und sie schüttelt sich vor Vergnügen. Die gelben Regenbogenlichtchen wirbeln durch die Luft und hüllen die Munds in eine gelbe, warme Wolke. Ein bisschen weiter hinten im Feld hören die beiden ein Rascheln und ein feines Summen. Ein Summen wie ein Einschlaflied. Wo die beiden Munds näher kommen zu dem Punkt, wo der Regenbogen das Feld berührt, sehen sie einen wuscheligen, weiss behaarten Kopf aus dem Feld rausgüchseln. Das ist der Upa. Sein Fell ist nicht nur am Kopf, sondern auch am ganzen Körper schneeweiss. Am Kopf ist es verstrubbelt und steht dem wild vom Kopf ab. Aber am Körper sind seine Haare ganz fein und kurz, wie das Fell von einem Häsli.
Er hat den beiden Mundsfreunden den Rücken zugedreht und pflückt mit seinen grossen, weichen Händen farbige Regenbogenlichtchen vom Regenbogen weg. Dann verstaut der Upa die leuchtigen Körnchen in einem kleinen, geflochtenen Beutel, das er mit einem Seil locker um den Bauch gebunden hat. Der Bauch vom Upa ist gross und rund und auch die Mulde von seinem Bauchnabel ist ziemlich gross und es dunkelt der Flick, wie wenn der Bauchnabel vom Upa ein bisschen leuchten würde. Der Upa dreht sich um und schaut dem Flick und der Fanian direkt in die Augen. Seine Augen sind strahlend blau und gross und sein Gesicht ist ein bisschen runzlig mit ganz vielen kleinen fröhlichen Lachfältchen. Er strahlt die beiden an und breitet seine Arme aus. «Hallo Fanian, hallo Flick, wie schön, dass ihr mich besuchen kommt. Sitzt doch ab, ihr seid sicher müde nach dem vielen Laufen und die Sonne ist ja auch schon am Vergehen oben am Himmel.» Die Fanian und der Flick machen gern, was der Upa sagt und so hückeln sie ab im weichen Feld, wo der Upa für sich schon einen gemütlichen Schlafplatz eingerichtet hat. Wollige Decken liegen da und seidige Küsse in allen Farben. Zwischen diesen Stoffen sehen der Flick und Fanian kleine Lichtchen, die gel, rot und blau blinken. Der Upa sitzt zu ihnen in die Decken. Hinter ihm liegt der Regenbogen. Und dann fängt er an zu erzählen. Das, was da um euch herum blinkt, sind die kleinsten, feinsten Teile vom Regenbogen. Es sind nicht Staubkörnchen oder Wassertröpfchen, es sind winzige Kügel, die aus purem Licht bestehen. Jeder Farbstreifen vom Regenbogen besteht aus unzähligen solchen Teilen. So viel, dass sie nie weniger werden, wenn man sie mit Ruhe und Sorgfalt pflückt. Ich gehe immer da an den Anfang vom Regenbogen, um ein paar von diesen Lichterkügeln zu pflücken und in meinem Täschchen mitzutragen. Ein Regenbogen ist nämlich etwas sehr Besonderes. Ein Geschenk von der Natur an alle, die ihn sehen. Er verbindet die Wesen miteinander, weil alle im gleichen Moment an den gleichen Ort auf die gleichen Farben schauen. Ein Regenbogen gibt allen, die ihn sehen, die Möglichkeit, Mut, Wärme oder Kraft zu tanken. Jede Farbe hat nämlich eine ganz eigene Bedeutung. Der Upa berührt mit seiner weißen Hand nacheinander die verschiedenen Farben im Regenbogen. Rot ist sehr wirksam, wenn jemand ein bisschen Kraft brauchen kann oder Mut. Grün schenkt Zufriedenheit oder Gesundheit, wenn man sich mal nicht so wohl fühlt. Blau hilft allen Wesen beim Einschlafen und bereitet einem auf die Nacht vor. Und Orange macht Abenteuer lustig oder hilft, wenn man traurig ist. Mit diesen Worten langt der Upa in sein Beutel und nimmt ein kleines, gel leuchtendes Pünktchen raus. Er legt es auf die Innenseite von seiner Hand und bläst dann ganz fein drauf. Das Leuchtpünktchen fliegt auf und segelt langsam zum Flick. Der streckt die Hand aus, gerade so, dass das Pünktchen drauf landen kann. Dir, Flick, gebe ich die Farbe Gel, dass du immer ein bisschen Sonne mit dir trägst. Ich weiss, du hast es gern warm und hell. Der Flick schaut das Pünktchen in seiner Hand an und spürt, wie es dort wirklich warm wird. Wie wenn ein Sonnenstrahl sein Fell berühren würde. Es ist das gleiche Gefühl, wie er vorher hatte, als er mit der Fanian am Regenbogen gespielt hat. Er schliesst seine Finger ums Pünktchen herum und legt dann die Faust auf seine Brust. Das gelbe Pünktchen sicher und warm verstaut.
Er spürt die Kraft, die von dort ausgeht. Die Magie vom Farbkügel aus dem Regenbogen. Dann langt der Upa nochmal in seinen Beutel und holt ein violettes Lichtchen raus, das er der Fanian überschickt. Dir, Fanian, gebe ich ein violettes Licht. Ich finde, das passt zu dir, weil du so mutig und fröhlich bist. Diese Farbe kann das bewahren. Auch die Fanian fängt das Lichtli aus der Luft auf und nimmt es in ihre Hand. Es kribbelt ganz leicht, wie wenn Schaum in der Hand verschmilzt. Dann steckt sie es in ihre Haare, wo es hell und klar weiterfunkelt. Der Himmel über dem Mons wird langsam dunkler. Der Abend ist da und der Regenbogen löst sich ganz langsam auf. Er wird immer bleicher und bleicher, verfließt immer mehr mit dem Himmel, so dass am Schluss nur noch ein ganz feiner Farbschimmer zu sehen ist. Der Upa legt sich ab auf den Rücken und die Fanian und der Flick machen das Gleiche. Der Upa hat die Augen zu und fängt wieder an zu summen. Dabei merkt der Flick, dass dem Upa sein Bauchnabel fast noch etwas mehr leuchtet als vorher. Der Upa lächelt den Flick an und sagt: «Weisst, weil ich schon so lange im Schlummerland bin und schon so viele Farben vom Regenbogen gesammelt habe, haben sich die Farben bei mir langsam zu einem Farbton zusammengeschlossen. Zu einem Weiss. Zu dem Licht, wo du in meiner Bauchmitte siehst. Mit dem Bauchnabel kann ich wie ihr zaubern. Und mein Zauber ist gross und stark. Ich brauche ihn für Sachen, die im ganzen Schlummerland gut tun. Jetzt zum Beispiel schicke ich allen im Schlummerland Schlaf. Einen schönen, tiefen, ruhigen Schlaf. Und der Upa legt seine weisse Hand auf sein Licht beim Bauchnabel und klöpfelt 3-mal. So, wie das die Mons eben machen, wenn sie zaubern. Ein blauer, zarter Nebel steigt auf, wo sich um die 3 Mons herumlegt und sich weiter verbreitet über das Feld in alle Winkel vom Schlummerland. Und der Flick und die Fanian liegen neben dem Upa in der weichen Küsse. Ihr Kopf, ihr Rücken, ihre Beine und Füße schwer vom Tag. Ihre Brust und der Hals leicht von dieser wunderbaren Begegnung mit dem Upa. Die Augen sind zu und im Flick seiner Hand, die auf seiner Brust liegt, ist immer noch das wärmende Licht. Es hebt sich mit jedem Einschnaufen und senkt sich mit jedem Ausschnaufen.
Und in der Fanian ihren Haar scheint das violette Lichtli ganz sanft in die Nacht, wie ein farbiger Stern. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und die Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein